So, wat is de Meinung van Oosteren? Als je het schijnt op Oostertijd, we kunnen met tijd opnemen. We hebben some deel af, de arbeider wat veel geschafft hat, kunnen some deel uitdrijven. Familie top komen, we planen ook met onze familie top te komen. En Fleisch backen, all diese schöne Dinge. Aber was ist wirklich die Meinung von Oosteren? Das sind zwei Gräber, die wir von der ersten Tag nach vor besiegen. Ein Grab, das ist in Russland. Das ist von einem Mann, der heißt Lenin. Der lebt von 1870 bis 1924, der ist al 100 Jahre tot. Und Menschen von weit und breit von der ersten Tag haben noch diese Grab steht. Und zum das Grab da besiegen wir nicht, bis das ein Grab, was in der Erde ist. Das ist ein großes Gebiet, wo das scharfe Licht in ein Glas, was sie dort können kommen, bekicken. Ich sehe da persönlich nicht was, ich habe Bilder gekickt. Bloß mit den Bildern all sein, falls ich dort noch Dunkelheit und noch Zweifel und dort falls ich nicht gut. Eine von den Ursachen ist, wenn das Mann, dass wir ein sehr gottloser Mann haben, sehr viel Krieg geführt, Menschen umgebracht, viel Blut vergoten, Leute sie ein ganzes Land in gebunden hat. All die Menschen, die am Hängeran gingen, all die seine Followers, die wir alle so verstrahlt in ihre Hoffnung, in ihre Träume, was sie haben, und keine Hoffnung besiegt diesen Point. Bei diesem Grab steht, da sind Signs abgestellt, du musst sehr still sein, und da sind Teil Guards abgestellt. Viele Menschen, die da abpassen für diesen toten Körper. Der andere Grab, der ist in Israel, ganz bekannt, Jerusalem, und da ist wie ihr wisst, aber ungefähr 10 Jahre zurück, wie wir da bei dort Grab. Das Grab, das ist ein Glick an eine Steinerwand, ein Loch gehakt, eine witte Steinerwand. Und wir fuhren da nicht hin, um da ein toter Körper zu sein. Wir wussten dort, dass wir da hinfahren, und wir wussten dort, dass das Grab, dort wir ladig. Da ohne der, bei das Grab, da sagt, er ist nicht hier, er ist abgestanden. Und als Jesus sein Grab von der Seite Menschen Geschichten schrieb, die sagen, sie glauben, kriegt das erste steht, wo Jesus erst im Grab gewesen. Zwei Gräber sehr verschiedene Botschaften. Ein ist, da haben wir mit Soldaten abgestellt und wird abgepasst von der Körper, das fällt sich noch Dunkelheit und noch Failure und noch keine Hoffnung. Das andere Grab, das ist ladig und da sind keine Signs, die da abgestellt sind, die so still sind, keine Guards sind, die sind alle wach. Und das ist eine Botschaft von Hoffnung und von Versprechung und von der Zukunft. In Lukas 24, 1 Vers 9, da haben wir die Geschichte. Dann, den ersten Tag in der Werk kamen sie, und gewisse andere früh mit, am tidigsten Morgens am Graf und brachten die Kriegerie, dass sie heute gemerkt hat, dass wir Kriegerie, so Speizchen am Anschmieren, aber sie haben, kamen wir den Stein auf am Graf wachgerollt. Und dann gingen sie an, aber fangen den Herrn Jesus in Körper nicht. Und während sie noch nicht so recht wissen, was da anging, kamen 2 Männer und schlag wird die Kleider noch an. Als sie dann verschrocken und sich mit dem Gesicht bei der Erde bei sehen nicht am, woran sehe ich den Lebenden, mang die Gestorbenen. Der ist nicht hier, er ist abgestanden. Denkt daran, was er zu ihnen sagt, als er nach in Galiläa war. Und er sagt, die Menschen sehen mit von den Sündern hingegeben und gekreuzigt worden, am 3. Tag abgestorben. Dann dachte sie an die Welt. Dann gingen sie trägen und verteilt die Alf und all die anderen Menschen. Falsch saß, das ist probably die ganz beste Neuigkeit, was wir können hören. Heißt nicht hier, heißt abgestanden. Heißt lebendig. Jesus, der lebt, und dort, wo wir uns freuen von der. Wenn dort nichts ist dort wir, dann wird für mich und die keine Hoffnung sein, nur das Leben für das Leben, was da zu kommen ist. Und so, die wirkliche Botschaft, die wirkliche Meinung von der Auferstehung, das ist nicht bloß, dass Jesus noch am Kreuz ging, auch nicht bloß, dass somewhere in einem Grab nennen, den Stein dafür hat dort die Soldaten noch am abpassen, hat dort die Steinwart wachgerollt, somebody kam da hin und Grab und er war nicht da. Das ist der Event, das ist die Begebenheit, was da passiert. Aber was da wirklich die Botschaft ist, dass Jesus lebt. Jesus, der lebt. Und das wollen wir mutig sein von der, das wollen wir Freude haben von der. Und das ist die Meinung von uns. Das ist der erste Punkt. Jesus, der ist nicht tot,
Er versucht, seine Jünger das deutlich zu merken. Er hat das mehrmals zu den Menschen gesagt, und das sagt in Matthäus 16, 21, dort Jesus, der fängt an, den Menschen, und sie die Jünger dort beizubringen, dort er wird nach Jerusalem gehen, dort er wird sterben, der hohe Priester wurde am Tod merken, oder am wird Tod gemerkt, aber den dritten Tag wird er abstehen. Und das Petrus, der hier, Petrus, der sagt aber nicht von sein. In Vers 22 sagt er, dass Petrus den Namen am Tet sieht. Auf Englisch sagt er, dass Peter rebuked him. Das ist mir interessant, dass Petrus Jesus Tet sieht nimmt. Er hat einmal wem Tet sieht genommen und gesagt, okay, nu wollen wir ich mal mit vertalen. Komm ein bisschen apart, nu wollen wir das ich mal ein bisschen vertalen. Das ist, was Petrus hier zu Jesus sagt. Und er sagt, Gott bewahrt die. So was soll die niemals passieren. Sonst das wollen wir nicht haben. Das ist, was Petrus sagt. Nur dem, als Jesus ab den Berg wie wo er verwandelt war, nur dort, dann als er in Galiläa, in Matthäus 17, 22 und 23, und da redet er weiter zu den Menschen und zu seinen Jüngern, und er sagt dort, die waren am Tod merken, und am 3. Tag wird er von dort abstehen. Und die Jünger, die werden traurig über dort. Ganz durch das Evangelium versucht Jesus, dort deutlich zu merken, zu sagen, ich war sterben, aber ich war nicht tot bleiben. Ich war abstehen, ich war trägt zum Leben kommen. Als das früheste Hand kam mit ihrer Kriegerie, der Engel, der sehen zu Ernst, heißt nicht hier. Er ist nicht hier. Er ist abgestanden. Das ist eine Wahrheit, was unsere Welt soll hören. Vielleicht kriegt die Welt, wo du bist, und die Menschen, die daran die sind. Das ist eine Wahrheit, was die Menschen sollen hören. Jesus ist nicht mehr in Grab. Keiner braucht nur abpassen. Keine Soldaten sind daran. Er ist nicht hier. Er ist abgestanden. Und wenn er da nicht ist, das für uns schafft, ich merke von dir. Das wollen wir mutig sind. Sag doch, das ist weg, aber wenn er nicht da ist, wo ist er dann? Wo ist Jesus dann? Die Bibel ist sehr klar, die Schrift ist klar, mit wo er ist. In Hebräer 12, da sagt er dort, er sagt nur für immer, wie Gott seine Rechte sieht. Jesus, der sagt, wie Gott seine Rechte sieht. Und dann der nächste Ding, da ich gebe, okay, so wenn er wie Gott seine Rechte sieht, sagt, was tut er da? Und das ist auch klar, was er tut. Hebräer 7, 25, da sagt er, da wen kann er, der vollständig raten, der durch arm nach Gott kommt. Er lebt ewig und bet für an. Und so was er tut, ist, er redet Gott für mich und für dich. Jesus, der redet Gott für mich und für dich, zu den Führer. Er ist ein bisschen ein Attorney, ein Aufcode für uns, zu Gott, und er redet Gott für uns. Das ist wunderbar, was er tut. Es sind noch mehr Dinge, was er tut. Johannes 14, von Vers 1 bis 3. Er sagt, wir sollen uns nicht rühren, Leute dort hart nicht beanrühren, gleift an Gott, gleift an mich. Und dann sagt er, mein Vater sein Haus und viele Wohnung. Und er sagt, ich will also haben, eine Stehdraht zu merken. So Jesus merkt eine Stehdraht für mich und für dich. Und nicht bis dort, er sagt dort in Vers 3, sagt er, dort er wird zurückkommen und er wird uns dahin holen, da wo er ist. Er wird uns dahin holen, wo er ist. Wie sagen groß, Himmel ist meine Zukunft. Jesus, der merkt Himmelreich für mich und für dich. Und so, wenn dort ihr schreit ist, oder wie wir können sagen, wenn der Vater ist, wird am sein, nüsse Zeit, dann wird er zurückkommen und er wird uns holen. Und wenn der Vater sein Plan ist, ganz komplett ist. Und so, Jesus, der lebt in uns, und alle von uns, wird am Haar angenommen durch den Heiligen Geist, lebt er in uns, hat uns gesielt, er ist in uns hineingekommen. Der Moment ist, was wir Jesus annehmen. Und in Johannes 15, das ist ein sehr klares Bild von das. Da verteilt er von den Weingarten haben, den Weingärtner. Und er sagt dort, ich sehe der reiche Weinstuhl, und mein Vater ist der Weingärtner. Und so vielleicht hat some von euch Wein drüben, das ist uns, glaube ich, nur sehr deutlich. Vers 4 sagt er, blieben mir, und ich will an die bleiben. Das ist uns ganz klar. Wenn wir den Rang aufschneiden, dann kann der nicht Frucht bringen. Aber wenn der Rang an der Stuhl bleibt, dann kann der Frucht bringen. Kriegst du es mit uns, wenn wir in Jesus bleiben. Was er hier ist dazu sagt, das blieben mir, ich will an die bleiben. Jesus ist sehr lebendig. Jesus, der lebt. Und dann der zweite Punkt ist, die zweite Meinung von Austria ist, unsere Sünden sind vergeben und wir sind ewiglich sicher bei ihm. Wir können für ewig sicher sein bei ihm. Er kann sein Leben zu geben, als ein Ransom, als uns loszukaufen für Fehler. Und ein Ransom, das ist ein bisschen, wenn somebody wird gekidnappt,
und dann wird den losgekauft. Ich lese dieses Werk von einem Missionar, was in South Africa ist, und das da war der Fuss genommen, wieder Fuss, und dann da so Menschen von den States, die schafften damit, und da wird Geld angeschickt, und dann wird losgekauft. Das ist uns deutlich. Nicht bis auf Jesus alles betont, aber auf uns losgekauft. So wie wir Fuss, wie wir gebannt, sagen wie wir Fuss, und Jesus, der kauft uns los. Und ich habe immer bei ihm sein. So er hat uns losgekauft mit seinem Tod, mit seiner Auferstehung. Und so hier ist mein Gebet für uns alle. Und das ist in 1. Petrus 1 von Vers 18 bis 19. Und das ist dort wieder das Wort begriffen. Mag jünd der Ansicht geben, im Hort zu vernehmen, wo groß die Hoffnung ist, die er für jünd reit hat. Und wo groß und herrlich das Aufgehört ist, dass der Heiligen Christus gekriegt haben. Und dass je begriffen kann, was für eine riesige Kraft Gott in uns wirken lässt, die wir an Arm glauben. Der dritte Punkt ist, die dritte Meinung von Austern ist, wir wollen eine fleischliche Auferstehung beleben. Wir wollen auch abstehen. In 1. Korinther 15, Vers 23 sagt es, dass von Tod abgeweicht worden, hat seine Ordnung, als erster Christus und dann mit seinen die an Arm gehört. Und so, Jesus, der nannte die Auferstehung zu das ewige Leben. Als Jesus abgeirrt wird, er weicht auch so Menschen ab von dort und die sterben nach weiter. Als Jesus sich abgestoßen wird von dort, heißt niemals war er gestorben, er lebt für immer. Und er sagt, das wird wie ein Tag war beleben. In Johannes 6, Vers 37 und 31 sagt er, alles, was mein Vater mir gegeben hat, kämpft nur mich. Und wer nur mich kämpft, den will ich nicht rücksteiten. Ich bin nicht vom Himmel raufgekommen, mein Willen zu tun, aber den Willen zu tun, der mir geschickt hat. Das ist den Vater sein Willen, Vers 39. Das ist den Vater sein Willen, der mir geschickt hat. Dass ich keinen von den verliere, der er mir gegeben hat. Aber, dass ich die am letzten Tag abweichen darf. So wie haben diesen Versprechen, wenn wir sterben, hier das hier, durch, dass er ist abgestoßen, wird er uns einen Tag auch abweichen. Wir waren ganz perfectly transformed und transformierte Körper kriegen den Tag, wenn wir hier sind, zu verloten von dieser Erde. Und wir sagen gerade, Himmel ist unser Zukunft. Himmel ist uns Tüß. Himmel ist uns Tüß. Und Jesus sagt, ich gehe steht rein zu merken, und wenn das der rechte Zeit ist, was der Vater am Schicken, er wird uns holen, dahin, wo er ist. Und so das ganz wichtigste Ding von Himmel ist nicht unbedingt, was das alle von Gold gemerkt sein, oder wo wird das Krieg sein, oder wird das ein großes Castle sein. Aber das wichtigste Ding ist, dass Gott, der wird auf dem Thron sitzen, Jesus, der wird das sein, wie wird das sein, wie wird mit am Leben, wie wird am Anbeten, wie wird mit am Top leben, und wie wird mit dem Top leben, was wir hier ist, das so gekannt haben. Wenn Jesus ist abgestoßen von dort, merkt er dort jährlich all die Versprechungen, was er gesagt hat. Wenn dort, dass Jesus ist abgestoßen von dort, oder dort er ist abgestoßen von dort, würde wir können sein, als der größte Proof, oder das der Abweis, dass er wirklich Gott sehen ist. Er merkt Himmelreich für uns, er merkt Himmelreich für mich und für die. Für all die, für die Namen geschrieben ist in das Buch. Und so, die Botschaft von Ostern, oder von der Auferstehung ist, Jesus, der lebt, Jesus ist nicht tot, er ist lebendig, er lebt in uns, wie wir seine Kinder sind. Und durch dort können wir eine klare Zukunft haben. Wenn Ostern und wenn Jesus abgestanden ist, haben wir alle eine Taufe trügen, wenn wir in der Zukunft gehen. Und versprechen, wenn wir in der Zukunft kicken. Und ein vollkommene Friede können wir fertig weggehen, wenn er hat gesagt, bleib in mir, lass nicht los von mir, hol fast an mir, ich will immer bei dir bleiben. Und so das Leben, wo wir gerne leben, das ist nicht alles bloß Krieg, das Leben hier. Das ist ein Weg, das ist ein Journey, das ist ein Weg, wo wir hin sind. Und Jesus, der wird sein Versprechen holen, mit das er sagt, dass er wird zurückkommen zu uns. Den Tag, wenn wir diese Welt verlassen, Jesus, der wird einen Tag reinstehen, um die zu welcome, die Tüß zu halten, dass die kannst da sein, wo er ist. Und so in Kart, was ist die Meinung von Austern? Die Meinung ist, dass Jesus der lebt und Jesus hat unsere Sünden betont, hat uns losgekauft, wir können für ewig frei sein in ihm.
En wie war ein Tag auch eine Abstundung beleben, wenn wir sterben, Freiheit kommt. Das ist wunderbar. Und das wollen wir ausdrehen für. Das wollen wir nie leben für, because of what er hat getan für uns. Dankeschön, Jesus, für diese Auszeit. Dankeschön, dass du starrst für uns. Du hast uns losgekauft. Aber Dankeschön für diesen Sonntag, was wir können feiern und bloß an denken, dass du abgestorben bist und du bist lebendig und du lebst in uns. Und wir können für ewig frei sein in dir. Du hast uns losgekauft. Und wir können mit Taufe treten in der Zukunft und weiten, dass du wirst sein und uns noch die holen, wo du bist. Ich bete bloß in Sehen, ab jeder einer von denen, was sich taufen lässt hier von dir und für alle, die hier sind. Und ich das ganz aus, dass die helfen uns, dass wir bloß daran denken, was du getan hast, dass du lebendig bist und dass das real ist für uns. Help uns, dass wir bloß wirklich merken in uns Leben. Dankeschön für was du getan hast. Wir loben dich, wir danken dir für wer du bist und was du wirst tun für uns. Das beten wir in Jesu Namen. Amen. Alright, so das nächste war, wir some Zeugnisse haben. So in der ersten Gottesdienst hat wir auch 10 Menschen, die sich taufen leiten. Wir sind sehr excited für das. Uns hat das scheint, wenn wir ein Taufhaus haben. So, wir haben ein Interview getan. Wir haben mit diesem Gerät, was sich taufen lassen. Und haben Zeugnisse hier, ein $1 in Detail. Aber sie waren hier nicht gekommen. Sie waren kart, Zeugnis geben. Und dann waren wir enttaufen, die Zeit, was wir enttaufen, die können Saten bleiben, dass wir alle sein können, wenn er getauft wird. Und dann nur dort, wo wir noch ein paar Leute singen. So, wenn die im Tank sind, da sind unsere Elders dabei, die irgendwo taufen. Einer ist Albert Freis, der andere ist Fernando Lettgemann. Und so, sie waren im Tank sind enttaufen. Und sie sind auch die, die haben von dieser Interviews hier, Zeugnisse hier mit einem Gerät. Uns hat der Training gegangen, Zeugnisse hier und ihr kennengelernt, wie leben ihr und sie hat es gut diesen Tag mit ihr Top 4. Nie das Leben haben wir mit der älteren Top, mit der Schwester Top, mit Freunden, die sind gekommen. So vielmal Dankeschön für euch kommen für das. So, wollen wir das nächste die Zeugnisse haben. My name is Kona, and today I want to share a bit about my testimony. So I grew up in a Christian family and have had God in my life ever since I was a kid. But I didn't understand what it meant to have God in my heart, and it didn't mean anything to me. It was just like I've heard of him and I knew he was there, but it wasn't important enough and I pushed it off to the side. But when I was 11 years old, my little cousin got very sick and went into the hospital. But I was taught that if I prayed to God, he would answer my prayers in the way he knew was right. So I prayed for weeks to God that he would heal her and make her healthy again. But that's what I thought was right and not what God knew was right. But I thought God couldn't let her die. She hadn't even lived life yet and she wasn't even a year old. But after fighting a long time, she passed away. I became very depressed and sad and would cry myself to sleep almost every night. And I was very angry with God for taking someone away who I loved so much. And I pushed him even further out of my life than I already did before my cousin got sick. And all I wanted was to die, and even had thoughts of ending my life myself, whether it was jumping in front of a moving car or putting a gun to my head. It didn't matter how, I just wanted my life to be over. And everyone told me that God does these things for a reason, and that he let my cousin die for a reason. But I thought that was dumb, and there's no good reason that would come from this, and all it's done is make my life sad and miserable. So I ignored when people told me that. But one day I couldn't take it anymore, being sad and angry all the time, and I didn't want to have to cry myself to sleep anymore, and I didn't want to have to think if I was going to make it through the day because I had thoughts of ending my life, and maybe I would act on it soon when it got even harder. And I wanted to feel happiness again because I hadn't felt it in what felt like ages. So I took a time to pray to God and asked him for help, and after some time and praying, God filled me with peace and let me know everything was okay. And since that moment, I've had a great relationship with God that meant so much to me. And I finally understood what it meant to have God in my life and to be able to count on him. And although I still miss my cousin, if she wouldn't have passed away, I wouldn't have God in my life. And every time I think of her, I can know that someone I loved so much led me to God in the most unexpected way. And she's changed my life for the better. So I want to get baptized today to show that I've accepted Christ and want to live for him. Thank you. That's awesome. Thank you.
Hi, I am Jennifer Dyck, and I want to share a bit about my testimony. So as ik ging weer, dan hoorde ik van mezelf gedacht als wanneer ik een christ weer. En als ik een kind krijg, dan word ik never mijn hang opheffen, wegens mij schämde ik dat wat even denken over mij. En de eerste maal waar ik actually peace vond en mezelf, dat weer 5 jaar in september, als ik me finally filling up met courage, Tim met een van de jugendleider vertellen. Dit is wie een vers in Roma, dat is Roma 8, vers 31. Wat zou hier te zijn, wanneer God op onze ziet als wer kon dan gegen ons zijn? Van den moment an dacht ik niet aan wat anderen denken over mij. En ik vond dan actually peace in mij. En van dan an wirft mir dort noch einmal nicht so free to worshiping, aber das kam auch wieder in an, was ich finally können mit David Teufels in ganz Lebenswasser Umbildung leider gravar. Dann von dann an habe ich könnt freely me worshiping und ich war mir nicht von der getroffen looten, aus dem Beweis, dass ich Jesus angenommen aus meinen Heller und Radar und dass ich kann Menschen helpen, wann dort Gott sie wollen, als Tim und ich gluten Jesus an. That's awesome. Thank you. Hi, ik ben Ben. Ik heb lang geleefd in Jezus, mir wordt hard geklappt en mir ben niet loten erop loten. En 4 jaar terug nog ik zei klar, zei ik dan Jezus, wenn het waarlijk die best wat mir ontklappen deed, ik wil voor die leven, aber ik kan gleich bij het hofen. En ik kan zin leven en mensen wijzen, wochen gerade morgen ik weer wat ik alles kan doen. En immer wenn ich danach naar het huis weer, dann dat er Jezus me zei ontklappen, dat ik mis voor God kom en beden, dat hij mir wat alle vergeven deed. Dan val ik mir wat een paar jaar fan. En ik ging allemaal waar doen aan. Nu heb ik gezegd, klaar meer met Jezus. Wanneer die was, dan wil ik die van niet weer doen. En ik kan mijn dat ding vandaag komen. En ik zei, dankzij hij mij heeft zijn alle vergeven. Dus ik wil nu mij laten duipen. En zien noemen, dat ik blijf en am, dat ik kan nu weer wassen. That's awesome. Thank you. Good morning. Mijn naam is Ben Schmitt. En vorige jaar 3 weer dat ik juist gaan leerd als mijn persoonlijke jaren in Heiland. Van der wil ik me toffen laten dat ik kan bewijzen dat ik wel juist nu vallen in een bossen. Thank you. Thank you. That's awesome. Here you go. Marisola, mijn naam is David Kroon. En ik wil van der tot God zijn eer hier zijn kart mijn Zeugnis met te delen. Als ik om 13 jaar oud werd, dan nam ik Jezus aan als mijn radar. En op van du wieder, dat ik nog niet met in geloven. En dan steht dat ik wassen, dat val ik in ding, wat mij vasthouden in mijn geestelijke leven. En ik entscheidde me dat ik naar de Bibelschool fahren in 2023. En ik dacht, dat wil mij fixen, wenigstens. Dat is gedacht, Bibelschool. Ik leer veel, aber als ik durch voet voer, dan val ik duiper als ik jemals gevallen weer. En ik zei, dit is niet dat rechte voor mij. Dat nächste jaar voer ik weer 3, dan dat ik weer krijg datzelfde. Ik leer. En als ik dus naar huis voer, dan val ik weer. En ik zei, ik kom niet meer trainen. En dit jaar hebben we honden mij nog weer evalueerd, dat ik terugkom. En ik voer trainer Bibelschool. En we hebben een werk dat heute Disconnect Week, da wir unsere Fundstritt sieht. Wir loten da alles los von der Welt, wir knacken uns mit Gott an. Und der Werk, dem haben andere Jahre viel für mich gemeint, aber das Jahr, das werden wir jetzt so, was der Punkt? Du hast keinen Gott, das halb alle nicht. Der Werk, dann war ich endlich meine Prima, der wird sehr krank, schwer krank im Hospital. Und der Doktor schon lange sehen, ohne Gottes, wenn er kommt, ist im Jahr nicht drei. Und ich dachte so, in Christi soll ihr doch beten, nicht? Dort da war drei kommen, aber du hörst ja doch alles können, das halt nicht. Und so ich dachte in mir selbst, wenn das in mir all Quatsch wird,
Dan wil ek wat daar dat glo dat God doet is, en dan wil ek wat daar mijn gemeenschap met God bouwen. De nächsten morgens krieg ik nu dat zij weer oké, zij redt en zij leeft. Nu ga ik met God en ik wil me van de tafel laten op een bewijs dat aan mijn geloven van Jezus en dat ik weer kom aan te passen. That's awesome. Thank you. Here you go. Hallo, mijn naam is Neufeld. Ik draai mijn leven om 2 jaar terug als ik met mijn vriend vertaal over waar de wereld wordt inkomen en over alle verschillende geloven en religionen in deze wereld. In deze hoeves als ik thuis weer, dan gravel ik toe even en ik vang om te bidden. Toen vroeg ik Jezus als hij weer in mijn leven aankomt en van deze hoeves om weer alles anders. Van nu zijn ik hier te hem Jezus zijn naam tofen. Dank je. That's awesome. Thank you. You're good. Hallo, mijn naam is Jessie Jiesbrach. Ik ben van klein aan in christelijk heim opgewassen. Ik heb van klein aan immer gewusst, ik geloven en wat op mijn te geloven. En eins oves als we 3 werden van het hart. Ik kan niet slopen, zo ik rabelde even wat de prediger hoor. Je zag, even wil we never kunnen weten, wanneer Jezus voor terugkomt. Ik kon niet slopen, zo ik ging naar mijn ouders en ik vroeg aan de Eva en zij erklärten te mij dat ik niet brug angst had voor dat, wanneer ik haar aangenomen als mijn rara en ik mijn zin te aanbekend door. En zo ik door. En zij beden met mij en ik nam hem aan in mijn hart. En ik wil voor immer dankbaar zijn te mijn ouders voor een voorbeeld zijn en voor mij in mijn spiritual leven te helpen. En van daar zijn ik hier te mij hoffen laten in Jezus zijn naam. Dankzij. That's awesome. Thank you. There you go. Hi, my name is Recela Rempel. I accepted Jesus as my Lord and Savior when I was 4 years old. At the time, I didn't fully understand what that meant. I remember praying each night, asking God to save me again, just in case I hadn't done it right the first time. Eventually, I came to the realization that salvation is a one-time gift, not something we have to keep earning or repeating. Growing up, I always knew I loved God, but I didn't think about my faith all that deeply. It was more in the background. But then we moved here from Canada, and that came with a lot of change. I didn't know many people at first, and it took time to feel comfortable. It was during that season that I really had to learn what it meant to trust Jesus. Not just believe in him, but actually lean on him and trust that he had a plan for me, even when I couldn't see what it was. Lately, God has been teaching me how to trust him more fully in everything I do. I've also been spending more time in his word, and that's helped me feel closer to him and more grounded in my faith. One passage that's really encouraged me is Matthew 6:31-34, where Jesus says, "So don't worry, saying, 'What will we eat?' or 'What will we drink?' or 'What will we wear?' For the Gentiles eagerly seek all these things, and your heavenly Father knows that you need them. But seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things will be provided for you. Therefore, don't worry about tomorrow, because tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own." That reminder to seek him first and not be overwhelmed by everything going on has meant a lot to me. I'm still growing, but I'm learning that he is faithful in every season. Thank you. That's awesome. Thank you. Marius, ja, ik wil mijn zeugnis hier metdelen voor God zijn eer. En ik ben een religieuze heim opgewassen, zoals je zegt. Ik dacht aan zo met goede dingen doen, dan word ik vliegen dag in de hemel aankomen. En ik heb veel slechte dingen gedaan. Mijn vernemen dat houdt maar niet aan wat ik me hoef om goede dingen te doen. En wat een dag dan... En ik kan het best maar ik wil met mijn kracht alles doen. En ik kan gelijk. En ik wist dat je precht weer een andere kwak voor en dat je weer omhoog verloren. En ik dacht zo, vriend had me dat ook eigenlijk, ik weer omhoog verloren. Wat het dan nog boden dat je nog een andere kwak voor en ik weer omhoog verloren.
En dan fick in de ovenkök, låt mig en vriend aan. En dan kreeg ik mij op te zijn. Dat doe weer nog goed voor mij. Juist weer gestorven van ze. Voor alle zin. En dan vang ik dan met aan te huigen. Wat doe nog alles met bij weer. En dan kan ik omvangen te beden. Zo is mij dat veel. Ik zeg te God, van die nog goed has voor mij. Wijs mij dat. En dat blijft ook niet zo. Ik kan een beetje schwierige leven dan. En dan wat een dag word ik, dan kan met Salzer reden. Dan wees je mir durch. En dan kun je het aannemen. Dan krijg ik den vrede over mij. Dan van nu aan wegen stoot ze jäslich opgebuurd. Ik twijfel niet er wat, maar het blijft niet zo. Ik kwam rauf, ik had getwijfeld, maar ik ben dan nog dankbaar voor Jezus. Ik wist immer waar ik twee handen te gaan van ik veel onder. En ik ben dankbaar, hij immer waar bij mij weer. En mij helpen dat in alle zware leven wat ik durchgaan doe. En van daar wil ik mij laten hoffen in Jezus zijn naam en op den geloven wat ik in Jezus heb. Dankeschön. Awesome. Gracias. Buenos dias, mijn naam is Café. En bekeerd heb ik me juist genomen 2022 in december. En ik heb door heel zo slechte dingen gedaan, wat ik nog helemaal wem verteld heb. En nu laat dat ik heb bekend worden. En ik wil me van der laten treffen. Voor een bewijs wat ik juist genomen. Dankeschön. That's awesome. Gracias. All right, so again, so we were on found to taufen. The team, die wat hier wat leider spielen, wat zur Musik sind, die können gleich durch das bleiben, dass wir alle sein können. Wenn sie aus dem Wetter rauskommen, wir können Hand klatschen, wir können jochen, wir können mit freien, mit Ernt, dass sie sich taufen lassen von der. Und Albert aus in der Tank heißt ein Elder und er wird enttaufen in Namen von den Vater und den Sohn und den Heiligen Geist. Wenn ihr das auch nicht hier kennt, aber das ist wir das tun. Und so wie wir anfangen mit dort, laut Beschreibung, wenn wir uns mit freien, mit das, was sich taufen lassen.